Ich möchte heute gerne Tags machen. Und zwar aus solchen 15×15 Seiten Papierlis. So werde ich die halbieren. Und mit Buchseiten auf der Rückseite bekleben und mit sonst noch, was alles hier gerade so auf meinem Tisch umeinander fliegt, dekorieren. Ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich glaube, ich möchte gerade das hier nehmen und das hier. Das gefällt mir auch so gut. Das sind doch zwei ganz hübsche. Aus denen kann man dann gerade schön 4 Tags machen. Oder soll ich das nehmen? Oder auch noch? Ah, ich weiss nicht. Ich probiere einfach mal. Da braucht man schnell ein bisschen Platz. Das sind meine Buchseiten, die ich dann noch benutzen will. Das geht auch ein bisschen auf die Seite. So, und dann machen wir doch hier einfach mal halbe halbe. So. Also. So, und, oh, Mensch, ich habe da. Das ist schon nicht ganz gleich, he? Ja, das ist egal. So. Und dann. Wieso einfach, wenn man sich kompliziert kann, he? Dann kommt da unser Eckchen weg auf dieser Seite. So. So. So, gut, fort mit denen. Das sind doch jetzt schon hübsche Tags. So, also, ich glaube, ich mache es so. He? Machen wir doch von jedem eins. Jetzt möchte ich die gerne hier drauf kleben. So. Dass wir hier noch gerade die Zahl haben. Und da habe ich so Papierchen, mit denen habe ich mal ausprobiert auf der Sizzix. Also, so mit Blüten und Gräser und Blätter die so zu pressen und dass es nachher dann so schöne Abdrücke gibt. Und ich glaube, die habe ich einfach gebraucht, so zum Unterlegen, weil das dann immer so durchgedrückt hat. Und ich glaube, ich brauche die jetzt gerade für das. Also, aufkleben. Ich glaube, ich mache das mit Stiftleim. So, ach, das geht ja ewig da, wenn man das so rumdummen will. So.
Voilà. Einmal. Aha, das wollte ich jetzt aber so drauf. Ist das gerade? Wahrscheinlich nicht ganz. So. So. Und da. Ah, jetzt, da ist es aber ein bisschen schöner. Kleben wir es doch gerade so drauf. Ich will sie ja nachher sowieso noch dekorieren, aber vielleicht sieht man ja dann gleich noch ein bisschen etwas von diesem Blümchen. Oder das ist jetzt das Gras, das ich da drauf gepresst habe. Nein. Na, super. Alle. Sehr schön. Und jetzt kommt euch das gut, wenn ich das mit der Schere ausschneide. Wir werden es sehen. Ich muss ja da nur diese Kante noch. Ah, schau mal, das geht ganz schnell. So. Gut. Ah ja, ich finde das gut. Das sieht doch super aus. Deckel, so. Jetzt habe ich mir hier das Violette parat gemacht. Voilà. Und das da. Machen wir das auch mit dem? Nein, weißt du was, das würde noch gut aussehen mit Grün. Mit Grün. Probieren wir mal mit dem da. Und wenn das ein bisschen zu kitschig, zu knallig ist, kann ich da immer noch ein bisschen mit Braun drüber. Ich komme natürlich aus dem Kunstmalen und dort hat man sich halt einfach die ganzen Farben zusammengemischt. Ich komme also aus der Farbenmischerei, sage ich jetzt einfach mal so. Und darum macht mir das überhaupt gar nicht aus, das Zeug zu mischen, so dass es nachher dann die Farbe hat, die ich gerne hätte. Und ich mache es auch wahnsinnig gerne. Das machen wir schwarz. Das ist wieder so. Haben wir wieder alle anderen Farben parat gemacht. So. Ja. Da bin ich aber jetzt schon noch zufrieden mit diesen dreien. Da. Das macht doch schon etwas her. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was wir da draufkleben wollen. Vielleicht würde so etwas da noch gut passen. Oder sowas. Oh ja. Ja. Was haben wir noch da? Also Fahrenzeugs. Nein, das ist mir ein bisschen zu waldig. Nein, ich glaube, ich nehme da noch die da. Die Beere.
So. So, irgendetwas in dieser Art. Und dann hätte ich eben hier noch gerne so ein Tierchen gehabt. Was würde da gut passen? Da schauen, dass ich alles ein bisschen im Bild habe, dass man das auch so ein bisschen gut vergleichen kann. Ein Müsli oder eine Ratte, nicht wirklich. He? Fledermaus, ja, Vogel wäre natürlich schon gut. Giraffe, das nicht unbedingt gerade so. Oh mein Gott, der ist ja oberherzig. He? Was ist das? Ein Fennec. Okay. Eisbär, nein, komm her. Da irgend so ein Vögel. Passt dann aber vielleicht dann eher auf diese Seite. He? Der da, den hätte ich jetzt noch gerne. So. Den da. Und komm, wir nehmen den auch noch gerade. Das ist der Dreifarbglanz Star. Gut. Und das 5 ist der gemeine Sonnenvogel. Okay. Also komm, dann machen wir doch hier auch noch ein Vögel drauf. Und wenn wir echt hier gerade den, das wäre doch lustig. Das 4. Der rote Kardinal. Ja, komm. Da passt doch alles schön. Haben wir halt eine kleine vögelige Sache. Aber ich glaube, das kommt gut. So. So, Vögel. Oh, weißt du was, dann würde da vielleicht sogar noch so Federli-Kleberli dazu passen. Wenn wir dann schon Vögel haben. Oh, so grüne Käfer. Nein, das ist viel zu leuchtig. Aber wieso ist das da vermischt mit diesen Blümchen? Das weiß man nicht so genau. Oder so. Oder würde der zu dem passen? Nein, ich weiß nicht. Ah, da unten jetzt noch ganz viel. Ganz viel. Aber die sind auch nicht so schön. Und da wäre noch so eine hübsche. Grün, wieso grün? Da. So. Und für den, das da. Oder das Kleine. Nein, klein ist zu klein. So, mal, ich glaube, das ist gut. Und dann da. Jetzt geben wir dem. Also geben wir dem die. So, gut. Das werde ich irgendwie auf der Vorderseite, aber noch ein bisschen mit etwas anderem. Ah, jetzt hätten wir ja da noch ein bisschen. Das würde doch jetzt da noch gut passen. Oder da, schau mal, weißt du was? Da ist sowieso das Gras drauf ist. Machen wir doch da ein bisschen Gras. Und daher, so eine Wiese. Oh, so schön, wenn da noch die Schrift durchschimmert. Ah, das finde ich jetzt gerade mega hübsch. So. Und dann
Da der Flattervogel. So, und so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. So und so. Ja, ich glaube, irgendwie so machen wir das. Irgendwie so. Und dann noch ein bisschen Inke mit Grün. Gut. Ein bisschen sehr grün. Dann haben wir noch ganz ein bisschen schwarz dazu. So. Oh ja. Ja, genau. Also, aufkleben das Vögel. Salig. Und das Fädeli. Jetzt habe ich natürlich wieder mal keine Pinzette parat. Also hoffen wir, dass ich nicht allzu viele Töpfchen drauf mache. So. Oh ja, das ist herzig. Das ist super herzig, finde ich. Lassen wir doch gerade mal schnell so. So, und jetzt dem hier. Wir noch ein bisschen ausreißen. So. So. Und auch noch irgendein Waschi. Da haben wir noch so Blumen. Passt denn das zu dem? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Jetzt machen wir hier mal einfach. So. Einfach ein bisschen Hintergrund kleben. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist verkehrt. So. Voilà. Wieso habe ich es jetzt so weit überkleben? Wieso habe ich müssen? Salig. Gut. Ah. Oh. Schön. Schau aber mal. Gut. So, ups. Und das Federli, das geht schon fast ein bisschen unter dem ganzen Blumenmeer. Aber das geht schon gut. So, lieg. Mama, das sieht man schon noch gut. Schön. Wir sind jetzt da oben noch. Da oben doch noch irgendwie ein bisschen, so ein bisschen blumig. He? Irgendwie habe ich das Gefühl. So. Ah ja. Genau so. Das ist gut, das gefällt mir. Oh, ein bisschen krumm abgeschnitten. Aber ja noch.
Ich finde es schön. Ich finde es schön. Und dann das Vögeli hier noch. Ich muss also wirklich sagen, ich war vorher komplett lost und dachte so, oh nein, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin komplett ideenlos und alle Ideen, die ich hatte, sind irgendwie entweder zu kompliziert gewesen oder zu, oh, ich weiß doch auch nicht, von der Zeit her wäre es nicht gegangen und dann habe ich gedacht, nein, Jesus Gott, das wird nicht mehr heute. Und dann habe ich gedacht, hey komm, einfach ein bisschen Tags machen. Einfach ein bisschen etwas zusammenkleben und ein bisschen dekorieren. Und jetzt bin ich gerade voll im Flow und gerade wieder mega glücklich. Ist das nicht schön? So, und wenn die alle so hübsch rauskommen, ja. Habe ich gerade noch viel mehr Freude. Noch etwas. Weißt du was? Ich habe da noch so ein waldiges Washi-Tape. Das würde jetzt noch hübsch aussehen. Und das Coole an dem ist ja wirklich eben auch, dass es einfach durchsichtig ist. Ich glaube, ich schneide das jetzt. Dann schimmert das nämlich auch noch so ein bisschen durch. So, und das da. Zack, schneiden wir ab. Einmal so. Und einmal so. Ja, genau. So, und da würde ich sagen, ich klebe es einfach da oben drüber. Wieso habe ich das jetzt so schräg abgeschnitten? Kann mir das jemand sagen? So, oh. Nein, also ehrlich, kann ich es dann noch gerade draufkleben? Nicht, also kleben wir es halt nicht gerade drauf. Jetzt halt hier Rümpf, aber das merkt ja niemand. Wenn ich das jetzt euch nicht gesagt hätte. Ja, schau mal, wie herzig. So. So, komm, Vögeli, komm. Oh, klappt es nicht. So, voll über die Sommervögel, finde ich nicht schön. So. Nicht ganz über die Sommervögel, nur halb. So, und das Federli. Irgendwie passt es mir nicht mehr. Ist das besser? Oder unten? Das hat eben genau die gleiche Form wie das Vögeli, oder? Darum irgendwie bin ich da ein bisschen... Da haben wir eins mit einer komplett anderen Form. So, das wollte ich jetzt. Ich habe doch gewusst, es gibt das perfekte Federli für jedes Vögeli. So ein bisschen Geduld haben. Nur ein bisschen Geduld. So, jawohl, jetzt gefällt mir das doch auch. Es geht zwar auch fast ein kleines bisschen unter da mit dem ganzen Geschmäus, aber
Nein, das ist jetzt so gut. So, und jetzt umkehren. Was machen wir jetzt hier noch? Da habe ich ja die hier genommen. Und ich finde, dass die da noch recht gut irgendwie passen. Doch, auf das auch. Ich wollte sagen, aber auf das nicht. Doch. Auf das auch. Und das passt gut, hä? Und also der Totenkopf ist ein bisschen... Ja gut. So. Aber da fehlt noch etwas, hä? Irgendetwas brauchen wir noch. Irgendetwas noch ein Geschriebenes. Noch ein Geschriebenes. Oh. Hi, komm. So, lieg. So. Ja, ich glaube, das kann man gut so machen. Und dann, weißt du, ich glaube, wir machen noch ein Sommervögel drauf. Gut. Also, das ist ein Kleberli. Komm. Oh, das Zettel. Wir müssen ein bisschen inken. So. Langt. So. Kann man auch genau über die schönste Rose rein. Ein bisschen über. Nein, ehrlich. Das fällt mir erst jetzt wieder auf. Und nervt mich gerade. Lieber so. Oh. So. Ja, ja, genau. Also für etwas habe ich doch so eine Rose. Nicht einfach, dass man alles überkleben und nicht mehr sieht. Aber ja, Gottfriedli, das ist wieder mein Problem, he? Und ich wieder damit hadere. Darum habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit Collagen und Mixed-Media-Zeugs. Weil ich einfach dann immer denke, nein, jetzt ist doch das so schön da. Jetzt kann ich doch das nicht einfach übermalen oder überkleben. Geht nicht. So. Und der da noch. Voilà. Hübsch. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. So.
Jetzt das hier. Inken. So, nehmen wir hier schwarz, aber ich nehme auch noch ein kleines bisschen braun. Einfach weil es gerade so ein bisschen zum Hintergrund passt. So. So. Und das hier ein bisschen drüber haben. Irgendwie so haben wir es vorher gehabt. Kannst du bitte... Nein, das ist schon. Also, so ist gut. Gut, alles gut. Jetzt brauchen wir noch ein Sommervögel. Da habe ich gerade einen, der mir gefällt. Für da vielleicht. Und oder oben? Oben. Nein, irgendwie unten gefällt er mir mega gut. Und da. Das ist noch so eine schöne. Oh ja. Oder ich könnte auch zwei. Ein bisschen übertreiben. Komm, wir übertreiben ein bisschen. Da ist noch so eine Pinkigkeit. Ja! Ja, genau. So, und dort, da. Das ist ein bisschen zu krass. He? Was haben wir noch? Oh, der ist aber schön. Der passt gut. Oh ja, perfekt. Perfekt. Sehr hübsch. Oder wenn wir noch eine Libelle. Ist das zu viel? Nein, ich finde das nicht zu viel. Gut, machen. Und wenn da überall zwei sind, darf da auch noch eins. Weil wir ja auch nicht gewusst haben, ob wir es unten und oben wollen. Das Ganze ist kleines, dort oben noch. So, das da zum Beispiel. Das ist ein bisschen zu lame. Das da? Ja. Ja. Sehr gut. Also, machen. Oh, ich habe Freude. Ich habe mega Freude. Dann machen wir da oben noch ein Löchchen. Und den Nösen, oder? Würde ich sagen. Voilà! Oh, schön. Soli! Oh, wow! Hey, die gefallen mir gerade extrem gut. So, dann.
machen wir das Löchchen ganz genau in der Mitte. Ich habe das abgemessen von Auge, ganz gut. Sehr Handgelenk mal piig. So, vielleicht sollte man noch den Leim zumachen. Und den Stempel. Und dann schauen wir doch mal, was hier passt. Silber. Das ist Gold. Gold. Rot, nein. So, schwarz. Schwarz ist gut. Und bei dem da so das hallo, das brünliche da. So, jawohl. Da brauchen wir noch ein schwarzes Ringli. Komm. Und Silber. Jetzt auch kein silbriges. Hey, es hat silbrige Ringli, aber keine silbrige Stöpsel. Also dann Gold. Gold passt auch. He? Gold passt auch. Brauchen wir noch ein goldiges Ringli. Ein klein. Da. Jetzt ist es gegangen. Also. Falsch. Nein, richtig. So. Oh ja. Mega hübsch. Das hier gefällt mir auch mega gut. So schön, das passt mega gut zum Vogel, finde ich. Obwohl es auf dieser Seite sieht es aus, da fällt es nicht so auf, aber da sieht es aus, als wäre es absolut nicht in der Mitte. Ja gut. Das kennen wir ja auch schon viel, he? Und zack. So. Ah, schön. So mega hübsch sind die geworden. Ich habe extrem Freude. Und sie sehen auf beiden Seiten schön aus und auf beiden Seiten komplett unterschiedlich. Man weiss fast nicht, wo man vorne und hinten nehmen soll. Ja, ich freue mich extrem, dass mir die jetzt so schön gelungen sind und in so kurzer Zeit einfach schnell ein bisschen, ja, wir nehmen einfach ein bisschen das, was gerade so rumliegt und da so rumfliegt und dann ist so etwas Hübsches dabei rausgekommen. Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, dann könnt ihr ja meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt und dann verpasst ihr keines von meinen Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!